Goedemorgen. Schön dat het zin hast. Ik had me gevraagd van jou. Ik wil me van jou s'morgens 5 minuten tijd nemen, om een vrouw beantwoorden, voor we in onze zinnerschool gaan. Ik geloof dat het een wichtig genoeg de vrouw om me tijd nemen doet. So, hier in de kolonie hebben we een beetje trouble. Er zijn zoveel mensen die hebben op WhatsApp en op YouTube. En dan laten die zich half doodgrillen van Arlier. En dan weten die niet wat je doet met zelf. En een van de Arlier wordt hier in onze jeugd zo schwammend is. Dat er zijn mensen die zeggen, Jezus wordt den 23. September terugkomen, dan komt hij niet. En dan wordt het den 24. dan komt hij niet. Dan zijn die gaan alle hier rekend. So dan wordt het 6. Oktober zijn, dan komt hij dan nog niet. En ik kon het niet geloven dat onze mensen door nanvallen. En mij dat wij aber ook niet hem tot omkeer. So, ik weet nog niet wat mij door even zal vallen. We gaan een paar dingetjes zeggen. So, de Reihenfolge van Bekehrung wieder ist so einfach. Wir finden im Neuen Testament eine so schmacke Reihe von was soll man tun. So, unbedingt, das erste Ding ist, wenn wir zum Glauben kommen, du möchtest du aktuell oder einen Sinn sehen oder eine Radung brauchen. Das ist bloß der Grundlehre vom Christentum. Und wenn wir dort weiten, dass Sinn tauschtun so schwer ist, dann weiten wir dort, dass das Part ist, nur meiner Meinung nach, nur das Schwanzte. Weil besonders für Männer ist das so schwer sein, ich kann was Richtiges tun. Mit der dort leid. Und das ist, was wir nicht sehen. Das zweite Ding von hier ist dann, wir lernen als Christen zu leben. Wenn die Prozent wisst, das Neue Testament würden andeulen an von wo redet das Neue Testament, der ganz geradste Schalbe vom Neuen Testament ist, wo sollen Christen leben. Und das sieht nur herrlich leben. Dann habe ich noch ein kleines Ängstchen von Wirken. Wo man das geschrieben? No. Auf Spanisch ist das viel leichter. Dann habe ich ein Schalwatje, wo du sagst, wir sollen lernen, dass Jesus wird zurückkommen. Dann habe ich noch ein ganz kleines Ängstchen von der Endzeit. Wieso mit der Borat, dass wir als Menschen, als Christentum, nanfallen an so ein Arlie-Ding, als dass er sagt, ich habe einen Traum gehabt und Jesus sagte zu mir, ich komme den 23. September, als wenn all das, was wichtig ist und was so leicht zu verstehen ist, dort lassen wir aufglauben. Zwar ein Leben mit Hierarchie, schrecklich viel unmoralisches Leben in der Schwach, so viel Lehen, Stehlen, Süden, Frieden, all diese Dinge, das ist alles okay. Aber wenn du erst kämpfen lächst, du für Jesus wird den 23. Tag kommen, dann fallen wir alle an. Oh ja, nu werden wir, wenn sie steht für Zeiten, dann werden wir wachen, dass Jesus soll zurückkommen. Du bohrt mich. So, ich würde gleich mein Rezept zu geben, und wenn jeder allen Brücken und wiedergeben dort. Punkt Nummer 1. Wenn du in Christ bist, lese die Bibel. Bloß Bibel lesen. Das ist gesund. Prüf das mal. Lees mal bloß einfach die Bibel. Punkt Nummer 2. Sieg nicht Schwach, wo die Bibel ungerecht wird. Nicht YouTube, nicht Schwach, wo die Menschen kost anfuten, wenn die dort umgeht. Sieg die nicht Schwach, wo die Bibel ungerecht wird. Klein und ob das cool ist oder nicht. Bibel ungerecht. Viel zu wahrscheinlich nötig. Punkt Nummer 3. Wenn du unbedingt was on YouTube erst was checken und du ein junger Christ bist und du dort noch nicht unterscheiden kannst, als das eine Wahrheit oder Lehre ist, dann sieht die ein Bruder in der Schwach, was alle im Glauben erwachsen ist. Und dann lud den für die dort durchfiltern, für wenigstens 2 Jahre. Dort du ein bisschen Schutz hast für all das Schweinerei, was du rangeschickt wird. Wenn du dann nicht erwachsen genug bist und glauben, dann check, was immer du weißt. Und dann braucht Paulus sein Ruht und prüft dort und beholt Gott. Aber das ist das gottlos.
dass wir selbst nicht Bibel lesen. Wir selbst nicht uns an die Kirche kommen, was uns im Glauben ungerechten wird. Wir haben keine Glaubensbrüder, mit denen wir top kommen zum Beten und Bibel lesen. Dann hören wir noch all das Shit, was über YouTube geschickt wird. Und dann glauben wir dort noch und lassen uns in den Hallen leiden. Warum muss wir abwägen? Warum muss Feinde vielleicht ab ihr absagen und Christen sind oder auf Gott sein Wort gegründet sind? Wo du klar denken kannst und dort unterscheiden kannst. Und wenn jeder will von allen Sorten reden, von Engheit, das ist okay. Aber da werden wir schauen, wenn wir erst unsere Säuligkeit verstehen können, uns euer Leben verstehen können, Radung verstehen können und dann noch ein Verlangen haben, uns Leben zu leben, so dass Jesus du gefallen hat. Und wenn du dann zur Engheit kommst, so dort wirst du dann noch hängen runter. Wenn wir von Engheit reden, das ist meist an ein gruseliges Ding. Man ganz nicht besonders, wo war da alles passiert. Ich will Ihnen Ruhe geben, mit Engheit so einfach anzutun. Punkt Nummer 1. Wenn ihr von Engheit reden, dann nehmt mal das erste, alle Dinge, was Jesus gesagt hat von Engheit. Dort haben wir alle verstanden. Wenn wir die vier Evangeliums lesen, und jedes Mal, wo Jesus redet von Aquatrikum, dann unterstreckt das mal eine Frau, die sagt, könnt ihr verstehen oder nicht? Und die wollen sagen, oh, das weiter und das weiter. Okay. Da erst mal die mit Jesus seine Lehre Glück von Engheit beschaffen. Wenn du dort dann erst hingekriegt hast, das ist so einfach, dann ist das Neue Testament von Apostelgeschichte, was Judas. Und dann lest du so schöne Lehre, Paulus und Petrus und Johannes, die sagen so feine Dinge von der Engheit, die haben wir alle verstanden. Wenn du dort erst alle begriffen hast und du dann noch los hast, dann werden wir noch über alles hier noch spazieren. Aber das ist aschelig und artig und sinnlich. Wenn du erst was alle diesen Jahre rechts verstehen und nicht bleiben von weit, und das einfach ist, Gott seine Läufe, die, wo du sagst, Jesus war zurückgekommen auf der Welt. Und dort wird keiner ruden, als Jesus ist zurückgekommen oder nicht. Dort Jesus kann dir Recht bringen, in neuen Teil. All die Dinge, du wirst davon reden. Wir wollen uns bloß irgendwie anhetzen. Ja, niemand dort passiert. Ich wünsche, wir können uns Christen mal klar denken, die Bibel aus Grund nehmen und sagen, ich will mich von Gott sein Wort holen, ich will mich von Gott sein Wort belehren lassen. Und dann will ich rieb genug sein, um entscheiden, was Menschen uns anbilden wollen, was Wahrheit ist und was Lehre ist. So, hoffentlich merkt ihr das Mut, ich meine das wirklich live, aber da mag noch mal bei uns gesagt, das muss ich von uns merken. Dann gucken wir mal weg zu Gebet stehen. Da wird mehr halten als 100 YouTube-Channel. Wenn hier sich abrechtig sein, und sehen sie sagen, so geht mir dort. Und das verändert uns. Dort bloß zu weiten, du ein Bruder, der betet mit mir. Da merkt ihr uns einen Unterschied. Kommt mal und verändert das Leben. Nicht durch alle wunderbaren Sachen, wo wir nicht mal weiten, als der Jeff, aber der wird Jeff, der wir umführen können.